hat mir bemerkt, was ist geblieben jetzt noch ein Thema, ein Referat, das mit Hashem, das war Jörg, und fein gerade wird sein zu Gast für uns, mit Hashem, ein Thema geblieben, von Wilner Gas bis Harvard Yard. In der Emerson bin ich geblieben mit mehr wie ein Thema. Zum Beispiel, ich habe da gehabt noch 2 Referaten. Ein Referat hat gedacht, heißen, das hat er gedacht, vernehmen ein Referat. Der zweite Referat hat er gedacht, sie ist ein jüdischer Schreiber in Russland gewesen, Anussim. Der dritte Referat hat gedacht, heißen, Tradition und Volkstimmlichkeit. So bin ich nicht gekommen, nicht zu dem zweiten und nicht zu dem dritten. Und wir sind in Ösek, Heint, nur in dem Samersten, was wir haben gerät, was heißt, Talmud Chochem in der jüdischen Literatur. Ich habe nicht gerade lang geschmust mit meinem Haver, Abraham Bornstein, und noch ein Schmust. Lieber Freund, das stellt man keinem nicht vor, noch ich will keinem nicht verstellen. Ich verstehe dem Achillik nicht das. Man stellt da keinem nicht vor, aber ich will keinem nicht verstellen. Und ich verstelle einen von den zusammengeschäften Jiden in Boston. Ich will ihn nicht verstellen. Ihr müsst das jetzt nur da oder da. Das ist Lou Weinstein. Sehr verstelle Lou Weinstein. Ich war da sehr, was seinen kommen etliche Menschen, was seine gewähnen auf den ersten und was seine gewähnen auf den zweiten. Nicht, was sie einen gewinnen auf den ersten, auf den zweiten. So haben sie nicht gekannt sein. No, also sie sind kommen heim zum Sof. Viele Sachen gab es ein bisschen, viele Sachen nicht angenehm, weil heimtelig davon reden, euch wegen Graden. Und das ist die samme schwachste Thema, wo ich habe, wenn ihr darf reden, euch wegen Graden. Weil ich war, über 30 Jahre bin ich herumgefahren über Amerika, und gehalten Referaten und keiner hat bei mir nicht gekannt, Polen soll reden wegen Chaim gerade, wie ein Schreiber. Ich habe gesagt, das ist mir nicht interessant, wegen ihm zu reden. Und ich wusste, ich kenne ihn nicht euch. Ich kenne ihn nicht. Ich bin nicht gemein dafür. Aber dem sind doch Kritiker, die darf man lehnen und schreiben. Aber die letzten Jahre muss ich schon von Zeit zu Zeit reden, ich wegen ihm. Und heimtelig, weil Koche, muss man reden wegen ihm euch. Nicht nur sagen, ich habe gesagt, mein junge Freund, also ich habe nicht als ein größeres Referat, das ist noch der Ekel von dem früheren Referat, was gesagt, der einen Tag, hat genommen 2 Tage und hat übergelassen auf den 3. Tag. Ich habe nicht das ganze Referat auf Heim. Haben sie gesagt, gut, dass was sie hat nicht, wir haben Zeit zu stellen Fragen. Aber ich sehe das trocken, sie sollen nicht stellen, keine Zeit mir zu stellen Fragen. Also ich habe gesagt, bei Nacht, bei Miet, also ich soll nicht so viel Zeit verdienen. Nicht bei Nacht, also ich habe gesagt, am Montag meistens von der Gemorre, von einer Meure, was ist, gewesen an Seeohren, also er hat gehandelt, gewesen, was geht da über der Heiser als Salesman, aber nicht ein Amerikaner sind, verkauft. Bei uns hat es geheißen, wie hat es geheißen bei uns? Ein Packenträger von Bicher. Das hat geheißen ein Karabelnik. Ein Karabelnik hat das geheißen. Was geht darum, wir vertragen, ich habe warte mal noch, sie doch noch hat sie nehmen von dem, noch habe sie vergessen. Ich erzählte die Gemorre, als eingefallen, zu ergreifen, zu Matronisse, wenn mir sehr gefällt. Und dieser zu raten, von dem Nisoyen, ist gesprungen durch ein Fenster. Eliyahu Novi gewesen weiter weg von dem 400 Meilen. Ist gelaufen 400 Meilen unter zu haben, er soll nicht fallen an der Erde. Das hat er getroffen, hat er gemusst unterhaben in die Hände. Er hat gesprungen durch das Fenster, gedem die Matronisse, die Gräfin soll ihm niederjagen. Also, ich habe mir was steht, das ist Professor Tversky, hat mir gar nicht sagen, ich will nicht machen. Er will nicht sagen, er soll später abtrachten. Was man geht ertrachten, als Abfallen. Das ist Bergwender Meurer, Spotte, Bergwender Meurer. Was ist hier, sprung durch ein Fenster. Wo die Gemorre, wo die Gemorre, er gedenkt, wo die Gemorre ist. Er weiß, wo die Gemorre ist, er gedenkt, er Meurer, noch er will nicht sagen, die er sagen.
weiß, der ist ganz, believe me, er weiß sehr gut, für die Gemorre ist und wer sich in 3 Monate, er will nicht sagen. Ja, sie bin ich heint reingegeben, ich habe gedacht, wenn mir sagt, anlaufen 400 Meilen, Nächten bei Nacht, in einer kurzen Zeit, die Kassisträger, die wir will noch stellen, Kasse soll nicht können kommen zu Wort. Zeiten sie werden sitzen noch eine Stunde, wenn er geht. Liebe Freund, ich habe die ganze Zeit da gerät 2 Lektions wegen dem Talmud Chochem in der jüdischen Literatur. Noch ein Schmuss, was ich habe Nächten gehabt, mit mein Chava Borenstein, habe ich getracht, dass öfter gedacht mein Rat heißen, der Lerner in der jüdischen Literatur. Weil Talmud Chochem mit Sachen. Als Talmud Chochem kann sein ein größer, ein mittler, und vor allem Volksmenschen wissen nicht, also Talmud Chochem hat nicht den Teil, ein größer Charaf, ein größer Bock, also hat bedeutet, Talmud Chochem heißt der Lerner euch. A Poshit der Lerner heißt sehr klar von der Talmud Chochem. Und man sagt, Talmud Chochem meint man, alle, welche lernen, teuren und sitzen und lernen. Und ich behandle nicht bloß den größten Talmud Chochem. Ich habe behandelt in den 2 Tagen dem Lerner euch, dem Kleiner und dem Größeren, der Lerner an der jüdischen Literatur, und wir kommen zu sehr treuerige Ausführungen, als der Doseker Lerner ist in der jüdischen Literatur sehr schwach vertreten, äußere einige Schreiber, was ich habe geredet, wegen sie illustriert mit ihre Werkwerke seien besser, ist sehr schwach vertreten in der jüdischen Literatur. Da ich gewinne echt ein Mann von der Talmiden von Professor Tversky, was allein gar nicht gefragt, aber mit mir rübergegeben, mit seinem Namen eine Frage, ein Dank, was man darf es fragen. Als Verschreiber, als Sachschreiber, ich meine, für Schriftsteller, besonders für Moderne, ist wichtig die Themen. Es ist wichtig, wie man behandelt. Und es ist so gekommen von meiner Rede, als ich habe sehr kritikiert die jüdische Literatur, die Literatur, in welcher ich schreibe, als sie beweist nicht dem Talmud Chochem, und er gesagt, was ist wichtig, was man beweist? Wichtig ist doch, wie man beweist. Das ist, er hat gehalten, er hat es nicht gesagt, sie hat gesagt, eben von der altmodischen Versuch, die Themen mehr wie die Formen. Er ist ungerecht, das soll was er nicht euch, weil die kennt mit dem Belmisieren. Erstens sind die Themen, als Kunst ist nur die Themen, Literatur ist nur die Formen. Aber wie viel wir wissen, sind die größten Künstler, die größte Meister ist die Themen euch. In der Dosiker, was mit dem gerufen Dante Alighieri, geblieben nicht mit dem, was er hat geschrieben, Terzinen, nur was er hat geschrieben, die göttliche Komödie in Terzinen. Das ist wichtig, die Themen. Und nicht als jeder alte Griech Homer, ist geblieben nicht, weil er hat geschrieben, Hexameters. Nur seine Hexameters seien geblieben, zu lieb dem, was er hat geschrieben, die griechische Mythologie und die Mohammed von Troa. Das ist ein moderner Zugang und ein sehr, was wird kommen und was kommt und geht weg mit der Zeit, was man sucht, bloß die Form. Es ist sehr wichtig bei größeren Schreiber. Die größeren Schreiber bleiben mit ihren Themen nicht weniger mit den Formen. Und wir können gar nicht abteilen die Form von der Themen. Ich habe ein Gangbücher von einem berühmten russischen Schreiber, von einem bekannten russischen Schreiber, ich habe gesagt, der berühmten Sergei Zensky. Sergei Zensky. Ich habe viele vergessen, den ersten Namen, ich habe angefragt bei meinem Freund, wie ist der Zensky? Zu mir verriert, Sergei Zensky. Er hat dazu ein paar kasachische Wünsche, er ist ein sehr schöner. Und wir gelegen, gedenke ich seiner Beschreibung, wie ein Mensch schläft zum Bahn und verspätigt den Bahn, verspätigt den Zug. Ich habe eine sehr wunderliche Beschreibung noch nie gelesen. Er läuft zum Bahn und verspätigt.
Noch äußer die Beschreibung habe ich schon von dem gar nicht gelernt. Er steht bei mir, also wie ich habe ihn gekauft, also steht da. Er war nicht interessant. Ein Mensch, was kann abgeben 3 Seiten, zu was schreiben, wie ein Mensch lebt zum Bahn und verspätigt, ist nicht genug, als ich soll wählen lernen seine Sachen. Ist darüber sehr wichtig, die Themen. Und der jüdische, der Talmud Chochem, ist versehen in der jüdischen Literatur, das ist ein größer Versehen für die Literatur. Zweitens, noch habe ich gesagt, jeder Schreiber allein kann schreiben, was er will. Und er muss nicht schreiben, auszufüllen, er hat doch nicht kein Gutstue, aber es darf ausfüllen, etwas fällige Themen, die Literatur fördert, mit Chochem, er schreiben mit Chochem. Das ist richtig, also er ist frei zu schreiben, wegen Gestalten und wegen Situationen, das ist seinen Mund. Und ihr kennt nicht Monden bei jedem besonders. Aber bei der Literatur in allgemein, zu der Literatur in allgemein, könnt ihr stellen die Fragen und die Forderungen, was ihr könnt nicht stellen zu jedem Schreiber besonders. Er sagt, mir interessiert nicht, das kennt gar nicht, kennt auch wieder Chachon. Aber wie kann die ganze Literatur, die jüdische Literatur, wie können sie auch rübergehen an sie und schreiben an sie wenig? Und haben an sie wenig Kenntnis und noch weniger Verständnis von dem dosigen Talmud Chochem, was ist das in unserer Zeit der Vorsteher, was sie gewähnen im Verlauf Teures der Vorsteher von solchen Jeden, was am geheißen Avraham Avinu, Moshe Rabbeinu, Rabbi Akiva ben, der Tana Rabbi Akiva ben Yosef. Was ist der Literatur, hat nicht Volk, welcher lebt mit dem Schuss von den dosigen Jeden, die Literatur hat nicht die dosige größere Gestalt von die dosige Hunderter, die Tausender Gestalten, in verschiedenen Kreationen von dem Talmud Chochem, die wichtige, die dezidierende Gestalten der jüdischen Geschichte. Wie können Sie das darüber gehen? Nicht nur die, ich drehe Sache mit dem, weil die hebräische Literatur hat das sehr, sehr wenig. Ich drehe Sache noch einmal, wenn ich ein jüdischer Schreiber und noch ein jüdischer Historiker. Ich drehe Sache, die hebräische Literatur hat Technik gesagt, auch wieder Chachomim. Aber fort in die alle 100er Jisker-Bücher, was wir haben, in der Zentrum, habe ich schon einmal geredet wegen dem, der Besmedrash. Seht euch ein Buch, was ich habe gelernt bei dem Namen von Weißrussland, die sind alle Bücher, was ich habe wegen die Jisker-Bücher, das ist der Zentrum, der Besmedrash. Wird es wegen die Jiden, die einzige Jahr rausgeworfen, weil der Besmedrash hier gewinnt der Zentrum im jüdischen Leben. Sie nicht, weil die Redaktoren haben gewollt. Wie können das sehen, in der Literatur im Losen und sagen, eine Sache in dem ist schuldig, wie ich habe gesagt, im Umfang von meinem ersten Referat, wo die jüdische, nicht schuldig, nur der Geist von der jüdischen Literatur ist gewesen, der Massemensch. Nicht der Jochit, nicht der Individ, nur die Masse. Und das ist gewesen der größere Rufto und ist noch bis heute der größere Rufto. Und in dem dosigen Geist hat er geschrieben, viele sei Historiker wie Dubnov. Doch hat es kritikiert, Grätzen und die alle, welche haben gewollt stellen, die Persönlichkeit, was haben gestellt, die Persönlichkeit und dem Sefer im Zentrum von seiner Geschichte. Und er hat gesagt, der Tonsheimer Geschichte, was verstehen im Zentrum die Masse, nicht der Jochid, nicht der Reuterwälter, nicht der Rambam und nicht das, was der Rambam geschrieben. Er hat das doch als sehr viel geschrieben und hat doch nicht gekannt, ausführen dem dosigen Fehler zu stellen, die Masse, was soll verweiten dem Jochid, dem größten Jochid. Wir haben Nächten gelassen, Norden, wie ich habe geendigt, wegen der, wie ich, wie man sagt, wie Kitzer gerät, wegen die wichtigste jüdische Schreiber, habe ich noch zugegeben. Als wegen etwas habe ich noch im Ganzen nicht gerät. Das ist wegen der Rolle von der Yeshiva im jüdischen Leben. Sehr wenig Institutionen haben im jüdischen Kulturleben sind teures Phänomen als ein gewaltig größten Ort wie die Yeshiva. Adarabe, was noch für eine Institution, äußert die Kehille bei, aber ich meine, eine Kulturinstitution, und im Verlauf von teures Phänomen als ein Ort im jüdischen Leben wie die Yeshiva. Mit der Cheder und die Yeshiva. Und von deswegen ist in der jüdischen Literatur voran sehr wenig wertvolle Beschreibungen von der Yeshiva. Der Wunder ist noch größer damit, was alle ältere jüdische Schreiber, ohne Ausnahme,
haben gelernt in Yeshiva. Ich weiß nicht, keinen jüdischen Schreiber, was sie ist, in der jüdischen Literatur, solange es nicht daraus für Yeshiva. Zwito ist ein jüdischer Schreiber, alle haben gelernt in Yeshiva. Eider sie sind ein Spacker geworden, eider sie sind geworden Apikorsim, eider sie sind alle gelernt in Yeshiva. A viele der verfremder Ansieben, welche ich habe erzählt, als gewinnt langer russischer Revolutionär, ist gelernt in Yeshiva und wegen dem gelost der Roman, was ich im Wald am Wohnen, Säumenbrecher. Euch Herr, der langjährige Sozialist-Revolutionär hat gelernt in Yeshiva. Wie kommt das, was die jüdische Literatur hat sagt, Lehne, als sie wenig beschrieben wegen dem Yeshiva? Die hebräische Literatur ist nicht mein Thema. Dort und da ein bisschen mehr wegen Yeshiva. Euch sehr wenig im Vergleich zu dem, was die Yeshiva gewähnt. Ich will es aber genug mit der Monen bloß ein Werk. Und da kriege ich es in der Welt von Ezra Fleischer und von anderen hebräischen Schreiber, was sitzen da. Ich will bloß aber genug mit der Monen ein Mensch, wo sein Name gewinnt Bialik. Und hat angeschrieben, der Mamas mit von Yeshiva. Jetzt hat mir verriebelt nicht was ich rede wegen Bialik. Ich halte es nicht im Monopol. Ich meinte, ich mehr rede wegen dem. Die Poeme ist geschrieben wunderlich, wie nur wir alle kennen. Aber mit verschaberten maskulischen Tendenzen. Wie nur noch alle säuberliche Naturbeschreibungen, Schilderungen, die Nacht. Die Beschreibung von Lerner, von dem Masmid, was sitzt zu lernen. Von seinen Chalemes zu werden, hat ein größer Tal mit Rochen. Und von dem alten Rosh Yeshiva, was Herz so in der Nacht, wie der Lerner lernt. Und wer fehlte mit, nimmt plötzlich Bialik, da wohnt sich. Also hat doch ein Maskel, hat doch gewählt ein Maskel. Und er nimmt auf ein maskilischen, naiven Häufen, bei Weinen, dem Lerner, was verliert, hat sehr viel Jahre, im Smedres hat gemordet. Bialik. Das sind die alte maskilische Tendenzen sehr herauszunehmen. Aber grob seine junge Jahren in Besmetrisch. Das hat gemordet. Aber Bialik hat sich allein ausgeheilt von jenen maskilischen Tendenzen. Nicht nur später in seinem größten Leben und in seiner Schaffung. Zu einer von den größten Schaffungen, was sich verrechnen, wie viel die Dämmise Talmide Chachomim sollen das nicht wählen und kritikieren, das da versehen, sein Sefer Agode. Bialik hat sich allein ausgeheilt von den Poemen gewaltige, was heißen, Lifnei Aronas vor ihm, und im Jesus Nafs Cholodas, Tamayam, Mimene Shavu, Achecha, Mumatim, und in sein Zicklieder Yatmut, wo beschreibt seine Taten sein, hat sich ausgeheilt von der Dosiker maskilischer Zugang, und ist gewesen nicht nur ein größer Kenner, nur hat gehabt, was hat sagt. Ich denke, in die Lieder setzt wir sein gewaltige was hat Und hat gewusst, die Rolle von Yeshiva in jüdischen Leben, Hagam in seinem berühmten Poema Amasmit, ist plötzlich auch gesprungen am Masko. Sie werden aber ein jüdischer Schreiber, ein größer jüdischer Volksschreiber, was hat geschrieben 60 Jahre Lieder und Erzählungen. Und ist sonst Sofek der jüdische Tschechow. Wie primitiv ist nicht in seine Lieder und in seine Erzählungen, ist ein jüdischer Tschechow. Ist sehr wunderlich. Und wenn man guckt in Perspektive und Zeit, wo so gekommen in die Miska Blottes, und wo sich entwickelt, und wie sich ausgewalgert, Abraham, Reisen. Wer sehr wundert man sich, von wann haben wir so Künstlerischkeit in seinen Erzählungen. Euch Herr, hat aber geschrieben, wegen dem Teure, hat er gar nicht gesehen.
In Bialik ist ein Avle, was hat nicht gesehen. Aber als Afresinen, und wir haben noch ein Bewiesen zu kennen, im verliefen Jahr, ist viele kein Kaffee nicht. Also, was heißt das? Er hat gar nicht gesehen. Er hat nur gesehen, dem Yeshiva-Bocher, wie Maiko Marshmelon, was beklagt sein Leben, essen Tag und schlingen Tränen, schlafen auf dem Fuß dem Harten, teuten dort die Oilom Hase und auf Oilom Habe warten. Das ist alles, was er gesehen in dem Winter. Und er hat nirgends gar nicht gesagt, etwas anderes. Die teuten dort die Oilom Hase und auf Oilom Habe warten. Ich war teuer, mir haben sehr viel gerät und verbracht. Aber was ist mir etwas dämmelt? Aber ich habe es immer nicht getracht wegen dem, ich habe es nicht gehabt in meinen Sinn. Ich wollte doch wegen dem gerät mit ihm. Schido Peretzes an Norgeher Nomberg, ein sehr scharfsinniger Schriftsteller, was ist nicht geworden, was hat gekannt sein. Das, was hat gekannt sein und ist nicht geworden, ist später geworden ein größer Schriftsteller. Aber sein Name ist Bergerson. Ist geworden, was Nomberg hat gekannt sein und ist nie geworden. Und der Reichung geschrieben in dem Band Erzählungen, was Tibber gelost, der Doseker sehr scharfsinniger. Eine Erzählung, was ich habe gelehnt, mit Jahren zurück, eine polische Yeshiva heißt das. Und hat gewinnt eine Yeshiva-Woche, viele, wenn schon gewinnt, der Weltberühmter Nomberg. Und wenn hat geschrieben, alle Woche Artikel in der Rivischer Presse in Polen, ist nach einem ausgelegt, der Benteure, der polische Benteure. Sehr hat ich angeschrieben, eine kleine Erzählung, eine polische Yeshiva, wo ich will auch viele nicht erzählen, die mir. Ich weiß sehr genau die Inhalt. Ich will auch privat ehrlich dir erzählen, was sie darin hat. Sie gewesen in Amerika ein sehr talentierter jüdischer Schreiber, wo sein Name ist gewesen Lamed Shapire. Sehr hochtalentierter. Wow! Hat angeschrieben und gemacht an Nomen in der jüdischen Literatur mit 50 Jahren zurück mit der Erzählung der Erzählung. Ein Programm der Erzählung. Sehr talentierter Mensch. Bechlall hat angeschrieben ein ganzes Buch mit der Halben. Und die Schreiber schreiben sehr wenig. Hat angeschrieben eine Erzählung Gegessene Tag. Wegen Yeshiva-Leben. Mit der Sachkoyer und mit skulptorischer Gepresstheit. Wegen Ästhetis und Besmeres mit gezählten Lerner, geschrieben nackt, hart realistisch, aber Besmeres und Lerner von sehr enormer Ilomhase und mehr gar nicht. Der Sofen der Erzählung ist, als der Einlerner hängt sich bei ihm, weil mit dem gehabt mit der Neische Schieß oder mit der Schickse. Ihr gedenkt schon nicht genau, mit dem gehabt. Das ist die ganze Erzählung von Lamed Shapiro geschrieben. Gegessene Tag. Und das geht noch einmal. Und der auf ein fremder Jid, was sein Name nicht gewinnt, Anski, was ist sehr viele Jahre gewesen, verfremden, in Sozialist-Revolutionär, aber wegen Gerton geschrieben, ein ganzer Roman von Yeshiva-Leben, was heißt Zäumenbrecher. Der Zäumenbrecher, das beschreibt die, lassen wir sagen, 1880, oder 1870, die Jungen von den Maskilim, was haben verhabt den Besmedres, und die Yeshiva-Bocherin, was haben sie gerissen von Atel-Yeshiva, der Kampf bis Medres Gufe. Wo die Askolitz hat dort reingerissen und die Frumme, welche haben gewollt einhalten, dem alten, dem Besmeres schweres Gewehen. Und hat wegen dem einen großen Roman, was heißt Säumenbrecher. Wegen jener Askola-Epoche und wegen dem Kampf zwischen der Ungeklärte und der Altmodische. Und das hat sicher einen historischen Wert.
Aber dort dachte sich mir, wie viel ihr gedenkt, ihr versteht, ich habe das ist doch nicht gelehnt, alle Bücher noch einmal. Ich habe was ich habe gedenkt. Ist dort, wie viel ihr gedenkt, nicht gewinnt, kein ewiger Problem und kein ewig jüdischer Problem. Nur der Kampf zwischen den Ungeklärten und den Maschinen. Aber äußere Pogromen und Kampf für Existenz ist doch unsere Geschichte gewesen, eine Geschichte von geistigen Wikuchen. Wollte die philosophische Diskussion bedarf sein ein wichtiger Teil von der jüdischen Literatur. Aber unsere Literatur hat angehoben, gerade damit, was sie übergerissen mit der teures-dicker Diskussion zwischen Menschen vom Geist und sich der Iker abgegeben mit Schilderung der Massemensch. In anderen Literaturen hat man geführt, und das gehe ich auch sagen, etwas, was ich habe nicht, da ist gekocht, man nicht zu kritikieren, die jüdische Literatur. Wer dort gegen mir protestieren, aber das habe ich geredet in New York. Auf eine Versammlung von Zukunft, auf ein Bankett von Zukunft, auf Banketten von Kulturkongress, was dort man sieht zu sagen, dort nicht die jüdische Kultur, dort habe ich gesagt, das, was ihr sagt, dort. Und dort habe ich gemerkt gehabt. Wie er sie, hab ich gesagt zu sehen, wie er sie können mir sich nicht schämen, als in unserer Literatur, als in anderen Literaturen hat man geführt wie Kuchen wegen Glauben und Atheismus, wegen Leidenschaft und Gewissen, wegen Meluche-Systeme, wegen Kunst und Ethik. Aber in der jüdischen Literatur hat man nicht geführt, kein wie Kuchen, a viele nicht wegen den Neviim. Bei Anatole France führen Galochim Diskussionen in die Klösters von Midbar, in Thais. Sie führen wie Kuchen in die Tfise, Seder, mir führt sie auf der Guillotine. In sein Buch, die Götter seinen Durchstieg. Bei Thomas Mann reden wegen metaphysischen Problemen Lungenkranke in die Alpenberg. Wegen Zeit, wegen Ort, wegen Ewigkeit. Bei Dostojewski philosophiert man in Schenk. Sie ist da Gott, sie ist nicht kein Gott. A schicke Marmelade und die Brüder Karamazov. Wegen Gott und Christentum. Aber in der jüdischen Literatur werden die Lerner in Bismedres geschildert wie Batlonim, was sampern sich wegen Schie Pie. Äußer im Pereses in der Erzählung kämen anrufen und am Schugener Batlem. Wo dort kommen hier rein in all übergedrehte, kapoierdicke Formen, Problemen. Der Rebbe sie doch also die Batlonim in Bismedres, hab ich gesagt, dass ein Kulturkongress, wenn hat mir gegeben, ein paar Jahre eine Prämie, und uns dort abdanken, so ein Dank, hab ich sich alle gestellt, kritikieren diese Literatur. Aber die Batlonen haben da geführt wie Kuchim, wegen Gott von Herzen und Gott Alpisecho. Wegen der Unterschied zwischen dem Elekei Avraham und Elekei Aristotel. Dem Gott von Avraham und dem Gott von Aristotel. Sie der Mensch ist jefrei in sein Willen, sie der Mensch ist determiniert. Ihr gedenkt doch, die Diskussion ist in meinem Bismedres, was mich geführt wegen dem. Wegen Haloche und Agode, wegen Chsidis und Misnagdes, wegen Jid und Nicht-Jid, wegen dem sie soll geduldig warten auf Moscheechen oder bringen doch eine Revolution. Die Yeshiva-Bachim haben sich wegen dem doch gekriegt in Bismedres, wenn in Drößen ist vorgekommen die Revolution. Wegen dem sie darf man, also bei alles was schreiben, als sie alles darf bleiben, meine ist meine und deine ist deine, oder Sozialismus. Wegen dem sie alle Menschen werden geboren gleich, oder also sie werden keinmal nicht sein gleich, aber viele werden sie ausgleichen. Wegen dem hat man sehr als Sargerette mit mehr. Und die ewige Frage, was ist dem Zadig schlecht und dem Rosche gut? Und sie ist die Tage gedei gewesen, der Mensch soll was schaffen werden.
Wenn man hat das schon gekriegt in die alte Botte mit Roschen von Besil und Bishamai. Und Lesov, die größte Gelerntheit oder hohe künstlerische Begabungen, ist eine Garantie, als der Mensch wird sein ethisch. Wegen dem alle Sachen hat man bei uns hat man gekriegt in die alte Schule, alte Klösen und nicht in meine Klösen, in meiner Zeit. Und ich kenne bloß einer Anheb, als in der jüdischen Literatur von Peretzen in seinen volkstümlichen Erzählungen und in der Patosches Erzählungen, wie ein Hemmschaft von dem Peretzen. Aber in der ganzen jüdischen Literatur hat es nicht gehabt in Arichas Yomim. Efter noch etliche, was ich habe vergessen. Efter sind da noch ein paar, was man nicht erkennt, aber nicht von größer Sives in der Literatur. Also der Sachakel ist, als die Yeshiva ist in der jüdischen Literatur vorgestellt geworden, neberdig. Und der sehr gerufene Kleukede sind vorgestellt geworden, falsch oder primitiv. Oder mir hat sie geschildert durch euch negativ, wie früher in der maskilischen Epoche und später in der sehr gerufenen proletarischen Epoche, in die sowjetische Literatur, wo alle Klickköde sind gewesen negativ. Oder mir hat sie geschildert bloß von Drößen, die Bär, die Malbuschim, die Hawaiis, noch nicht ausgeteilt, kein besondere Typen, wirklich eine fertige Formel, wie man sagt, seit mir Meuchel, man sagt, dass alle Jevonim haben ihn Ponim. Also sie haben sie gesagt, in der Tschüsse kommen alle Rabbonim haben ihn Ponim. Oder man hat sich ganz neu getan von Körper und Körperlichkeit gesehen vorzustellen, bloß wie Symbolen und Ideen, die ich habe geredet wegen Persen. Oder man hat sich romantisiert wie Helden von der Legende, oder theatralisiert wie dekorative Figuren. Und schon abgerät von der sowjetischen Literatur werden, wo jeder Klekides hat muss sein, ein Blutsäger. Jeder Beteure, ein Blut, jeder Rober, ein Blutsäger. Ich habe auch Chava, was wohnt mit mir in New York, auf der Sobergassen. Sehr ein guter Wilner Chava. Ist kaum entlaufen von Leben von den Bolschewikes. Gewinnt jahrelang dort Natur und ein Mitgeher. Und hat sich in alles enttäuscht. Aber eine Sache ist ihm geblieben. Ein Rov ist ein Blutsäger. Ist von der ganzen sowjetischen Satire, dass ihn kaum entlaufen mit dem Leben. Aber was mit ihm eingehakt im Kopf, als ein Teure ist ein Blutsäger, das ist geblieben, hat jemand. In den letzten Jahren, Rabbi sei, äußern die alle Lichten, die ich habe schon geschildert, hat man die ganze Satire genommen beweisen, in noch ein neues Licht. Man hat sie genommen beweisen in dem Schreigen, in dem Brutigen, in dem grellen Licht von Erotomanen, von Sexkranken mit Bärd und Pehe. In einem englischen Journal gewinnt gedruckt, als ein gewisser Verlag, ein berühmter Verlag in New York, Leipzig herausgeben in Englisch ein Buch von Chaim Graden. Rabbis and Wives. Und gleich angekommen ein Brief von sehr a große Movie Company. Metro Goldwyn Mayers. Man soll sie schicken eine Kopie im selben Tag, wie das Buch wird aus nicht fertig gehalten. Nur wisst die Matrizen, die Korrektur. Im selben Tag, wie die Gelles werden fertig werden. Ob mir sie geentfert, mein Weib und ich, haben sie geentfert, don rasch. Das seine Niedkind-Erzählungen wegen nackter Rabbonim und Rebessens.
Und aus dem, was dort seine Stücke nackt, der Rabbonim Rebes, und seinen dort gemacht, alle Helden auf der Welt, das sind 70 Jahre Rabbonim, und 65 Jahre Rebes, das ist nicht bei Ist da meine Freund voll Tefscher gewinnt zum Besten, ihr sollt von mir nicht reden und euch lassen reden. Ich bin schon gekommen, wie man sagt das, zu Chaim gerade. Und ich will nicht sagen wegen sich, ich soll nicht sagen, ich soll vielen sagen, ich sage das nicht, ich sage das nicht, ist sehr geil. Ich sagen auf sich, at shakamtid voira, shakamti ein bei Israel. Wo die Gemara sagt, dass sie dafür gestraft geworden. Und die Kiseta gesagt, sich munter und nur, weil es sich wegen sich gerät. Ich sehe, mit wer an Wirt nicht getort, wegen sich reden wird, das ist ja sehr schön poetisch, jener Kapitel, das hat nicht sein Gleichen. Es wollte doch sehr gepasst, da ihr soll ich machen, an uns, da von einem nämlichen Tal mit Kochen, und nicht reden wegen sich. Und seiner Liegener, warum ich trachte doch ja wegen sich. Und gesehen wegen sich und mein Schreiben, was darf ich so, einmal euch nicht sagen, etwas wegen sich. Will ich euch geben, sehr Bekitzer, aber der Bekitzer technisch ein Bekitzer. Das ist ein Familie Bekitzer, weil das nicht ein Bekitzer. Hat gemerkt. Sonntag hat Heinz gesagt, es nicht. Sonntag ist es ein einander gerade bei euch, nicht derselbe. Ist dem Kümmer erkennen. Hat gemerkt, es war Sonntag. Will ich übergeben, als ich zu sagen, ich hätte wegen sich, also mehr nicht keine Abschätzung wegen sich, nur wegen erstens die Themen von Talmidei Chacham, wie sie es bei mir vertraut, nicht keine Abschätzung wegen sich, und gewisse, und die Inspirations, was haben wir gebracht zu der Themen. Ich seid mir mal, was ich verreden, hier, also ich muss ich, wenn ich komme zu der Themen. In Gichen da Paräus gehen, meine ein Abgleich von 10 Bänder Poesie. Nicht alle noch selected von 2 Bänder. Und die 2 Bänder werden halten, seht mir euch 720, 25 Seiten. Die 2 Bänder, wegen dem rede ich aber auch nicht. Wegen die 2 Bänder rede ich heint gar nicht. Das ist lyrische Lieder, Naturlieder, Liebelieder, Homenlieder, das ist nicht mein Heimgekennt. Das ist das samme Wichtigste von meinem Leben, die 2 Bänder. Das samme Wichtigste von meinem Schaffen, außer die Themen von Talmidei Chacham, aber wegen dem reden wir nicht. Außerdem bleibt mir ein größer Band, Poemes und Chroniks, wo es kommen rein von narrative Poemen, von lange Poemen in der Style, was man geschrieben hat, mal, heint, ist das nicht modern, lange erzählerische, epische Poemen. Aber als ich bin nicht ein moderner Mensch, schreibe ich euch Poemen nicht moderne. Und ich habe auf die Poemen gearbeitet, lassen wir sagen, 40, 45 Jahre. Im Zusammenhang mit unserer Thema muss ich von dem Band ermahnen 3 Poemen. Die erste Poeme ist Musernikes, was ich habe angeschrieben und gedruckt in Vilna, früher in Amerika, Norden in Vilna, in 1938, 39. Ich habe gehabt in Vilna, ein Lehrer von Griechisch und Latein, was hat gelernt, Punkt wie ich, früher von mir, bei den Avardiker Musanike. Er geheißen Chosch. Chosch gewesen ein Lehrer von Griechisch und Latein. Und er käme wegen dem mit mir nicht gewollt reden. Es hat ihn nicht interessiert. Er ist gegangen, ich habe gehört, dass er der beste Lehrer in Wilhelm von Griechisch und Latein. Das hat ihn nicht interessiert. Mit mir hat er geredet wegen die Musanike. Und er hat noch Hals gelebt er hat sich noch Hals geführt haben kommen mit sich. Was unterdrückt seine Leidenschaft
Und er hat noch alles gekämpft mit jener Zeit, wenn die Balemusa haben ihm gesagt, man tar nicht. Und er hat ihm gesagt, man mag, aber er hat das nicht gekannt, hat das noch gesagt mit dem Mäuel. In Herzen ist ihm noch alles geblieben mit tar nicht. Und er hat gesagt, zu was rührt sich zu ihm Leben, noch als wie viele Jahre, wenn er sich weg von sich. Und er hat sich gelehrt von Griechisch und Latein, hört er noch als mental nicht. Dem Tag geführt er Mohammed. Und als zweite Mohammed hat geführt, mit der Weltlichen, mit der Freie. Aber wo sie wissen nicht, wie groß sind in jenen Batlonim, die abgerissenen Musanikes, was für eine große Menschen sie sind. Was für ein größten Ziel sie haben sich gestellt. Wo sie sehen nur die dosige Weltliche, die Batlonim, sie sehen nur die abgerissene Kapotte, sie sehen nur die wilde Bär. Würden sie sein in der Remischen unter die wilde Bär, da sicher größere Menschen, was haben sie gestellt für ein Ziel zu sagen, haben mit Tornit, und sie haben Metik. Und das hat er gerecht, und das hat mir inspiriert, uns zu schreiben ein Poem in Musanikes. Was hat damals gemacht, der Rasch auf der jüdischen literarischen Gas. Und wegen dem ist es schon mehr, wie wegen der ganzen Sache erfahren, ihr bin gekommen in der Literatur in der Zeit, wenn sie schon gewähnt, Azad. Hat sie gewähnt, Azad. Wenn die jüdische Literatur hat sich schon gehabt, ausgelebt und ausgeliebt von der russischen Revolution, weil sie schon gewähnt auch die Moskauer Prozess. Und man hat schon gewusst, wo der Tavares, Josef Vissarionowitsch, Stalin, führt Russland, die Menschheit. Sie sind gewähnt Hitler in 1938, sie sind gewähnt Hitler, sie müssen geatmet mit der Mohammed, ist dämmelt, im Uwekommen früher, im Uwekommen 33. und 34. Aber da wissen der Literatur, hat man mir genommen mit Groß Simche, ins Husten bis Medre. Und die jüdische Literatur ist in gewähnt ausgebänkt, noch zurückzugehen zum Besmedres und hat gewartet auf ein sauer Poet. Die alle jüdischen Poeten sind umgekommen in Meindor und ein bisschen früher von mir, ist keiner von denen gesessen in Besmedres. Keiner von sie hat nicht mitgebracht in Besmedres. Und ich gewähnt der einzige und noch ein jüdischer Poet, und das ist der geheißen Semyatizki. Er ist gewähnt an mir, ben Teure. Mir haben gebracht ein Besmedres. Und als wir sind gekommen in der Literatur, ein Reifer, das heißt, wir sind gekommen mit zeitigen Liedern. Wir haben nicht gesehen in mir dem Umfanger, als wir mit sehr in jedem gekommen sind. Aber was sie gewesen, als sie sich natürlich im gesessen Jahren und ich habe ihm Besmedres geschrieben, Lieder. Bin ich schon gekommen in der Literatur, ein Reifer. Und sehr angerissen, sei mein erster Buch, ja, und sei in Ordnung, wenn ich mal rauskomme mit meinem Buch Musanikes. So das ist gehalten, 2 Auflagen. Vater Mohammed, in der Orner Wilne, mit mir ausgegeben in Amerika die erste Prämie der Poesie. Mein zweiter Poeme von dem Zyklus, was ich will da monnen, das heißt, die Poeme Musanikes gewesen, der Kampf mit sich allein. Sie können absagen, sie ein Mensch kann sich absagen von der Dasiker, von dem Esahore. Die Navardiker haben gesagt, als in Navardiker bis Medresch, damit habe ich auch später mein Buch Zemach Atlas, hat man gekeulet dem Esahore. Und Zemach Atlas ist gefahren, schreibe ich, in Navardiker bis Medresch, und hat das gefunden, aber hat dem Esahore noch nicht gekeulet. Das ist das jetzt sagen, wenn euch meiner nicht. Im gefahren zu den Musanikes, ich habe gemeint, dass dort hat man schon gekeulet dem Esahore. Aber ich habe eingesehen, aber mir hat dem Esahore dort nicht gekeulet. Das ist gewesen mein Poem Musanikes. Die zweite Sache, was ich will da monnen ist, ein Poem ist schon geschrieben, ja, und die Musanikes ist sehr beliebt bei Schmerucken in Jerusalemmer Universität und lernt das mit jungen
mit ihm und das wird verrechnet für ein Teil von seinen Lemudim. Die zweite Poeme, was ich will da monen ist, für mir öfter die größte Zitternis, noch mehr Zitternis, wie besser der Mann dem Chazon ist. Es käme mir nicht heute kommen zu reden wegen dem. Und ich wollte wegen dem gedacht, bei ihm es reden, sehr lang und nicht ein Referat. Eider habe ich kennt, dem Chazon ist, hat gehabt, noch ein Rennen. Nicht als ein Fursim in der Welt. Hat geheißen, Rebar Malater. Als Slabodka ist ben Teure. Und hat viele gelost, dass sie gehabt, noch ein. Nicht als ein Fursim in der Welt. Hat geheißen, Rebar Malater. Als Slabodka ist ben Teure. Und hat viele gelost, das Sefer von Rambam, Beisaren. Die Dusche Teira von Rambam. Ist gewesen mein Rebbe, und das ist eine wunderliche Gestalt, dass ich suche, ich lebe sich mit Israel zu schildern und bei. Und ist gestorben jung von einer Herzkrankheit. Und fahren Teut hat und seine Kinder hat nicht gehabt, und sein Weib soll nicht davon umkommen zu Chlitze, hat ihr gegeben a Get. Sie soll nicht davon umkommen zu Chlitze. Ich habe schon damals gelernt, wann Chazon ist. Und ich habe mir mitgekommen und habe ihm erzählt, als will laufen die Gitten, Janke war Koyen Kahn, gegangen mit Menschen, mit der Rüsgen und mit der Gett, der warme Latte, das ist ein Weib. Und doch Chazon ist geworden schrecklich ungreif. Wo sind das gewachsen getan? Und wir haben gefragt, ist das aber, wenn wir mal als Gett, und die alle Gett ist doch, als die Pfui, macht doch mir, wir lernen doch jeder wegen dem, und ihr macht doch mir mit dem. Sagt das ist Salz gelernt teuer, und gehen das Haus nehmen, und sagen, Tormen nicht. Und soll sie ankommen zu Glitze, ich weiß, mit sich musen. Und die Poeme, wie Rebar Malater, ist, wer sie, die Dose Kemirl der Rebetzen handelt mit ihr, außerhalb mir Mann dem Talmud Chochem. Wer ist krank und liegt im Spital und sie bedient ihn. Wer mir kommt zu ihm nehmen, bei ihrer Gett, sie soll nicht davon umkommen zu schließen. Und wer als noch, dem wäre es nifter geworden. Da ist es an. Es kommt seine weite Kräuwe und sie ist bei ihm im Zimmer, zu bedienen, er lebt doch. Und sein Weib steht schon hinter der Tür, weil sie tun nicht sein mit ihm in dem Zimmer. Zu Biechut. Und was ist nifter geworden. Und was die ganze Stadt geht, an der Weihe. Und was mit trotzdem den ganzen Weg. Und was sie geht noch von hinten. Und sie schreit nicht mein Mann, nur sie schreit Rebar. Weil sie ist nie sein Weib. Und da erst hebt sich es an. Sie will nicht heißen sein Grusche. Sie will heißen sein Almone. Sie will nicht heißen ein Nobigette Weib. Sie will heißen sein, seine. Das ist der Inhalt von der Poeme und die Geschichte von ihr, von wie sie wird mit Schuge.
das ist der Inhalt von meinem Poem. Mich öfter oder nicht öfter, das ist die schönste Poem, was da, wenn ich dieses geschrieben. Und gedruckt habe ich es in Amerika, wenn ich mich komme, in Kämpfe. Der Sie meiner gewesen, nicht, ich habe es gestellt, aber sie herausgekommen an Sie. Der Emissar-Passof von ihm hat von der jüdischen Freude. Ich habe gesagt, als Perz, ich habe gesagt, nach dem Referat, als Perz hat entdeckt die jüdische Freude. Er hat entdeckt, wie er sie die jüdische Freude hat gelitten vom Mann. Er hat das entdeckt, wie er sie die jüdische Freude hat gedacht, halten ein Gewölbe und neues halten den Mann, dem Talmud Chochem, dem Mendel Breines, eine berühmte Erzählung. Ich habe entdeckt, wie er sie die jüdische Freude hat vergettert dem Mann, dem Talmud Chochem. Und da sind ein gewähnt jüdischer Schreiber, ein gewähnt ein jüdischer Schreiber in Amerika, Trunk, ein alter jüdischer Schreiber von Polen, ein Bundist, aber das ist ein gewähnt alten Sechel, mit einem Arzt, ein gewähnt dem Kutner auf Zaneniko, die viele Kutner auf Zaneniko. Ich sage, kommen zu mir und gesagt, und er hat gerade gestammelt, Marien, gerade, ihr hat geraten mit dem Kovetz, geraten mit dem Kovetz von der jüdischen Literatur. Er hat gewusst, dass Jalag hat geschrieben, was Jalag hat geschrieben, wie er war wegen dem Geld von der jüdischen Freude, das hat er noch gemacht, dem russischen Poet, Nekrasov, wegen der russischen Freude, als er Jalag geschrieben in seine berühmte Poeme, was er riecht nach Halle, wegen dem Wischwil Koizische Jud, wer sie kommt nebachop, und allem Rachmanis gehabt hat der Dosiker Freude auf der Rebetzen. Und beschrieben noch hier hat Peretz Rachmanis gehabt dafür, hat die ganze jüdische Literatur hat dafür Rachmanis gehabt. Und ich, was bin gekommen, ich bin zu spät in der jüdischen Literatur, wie alle mal, was ich komme spät lachen. Nur da komme ich in Zeit, also ich komme spät lachen. Aber wiesen die jüdische Freude, die Rebetzen und Kitele, und alle Rebetzen sind alle meine später dicke Bücher. Alle. Ohne Ausnahme. Wie sie vergettern dem Mann, dem Talmud Chochem. Wie sie leben in sein Schuss, wie sie leben in sein Licht, viele, wenn lebt sie nicht. Und sie will nicht Gettele heißen, die Große, nur die Almone von der Barmalat. Die dritte Poeme habe ich geschrieben in Paris, Talmide Chachomim in der Lite. Jahren habe ich gegeben, auf der Dosiker Poeme. Und nachdem wir eben gekommen zurück von Russland und gelebt in Polen und gekommen in Paris und wie man sagt, durch die alle Jahre geschrieben, ausgewähnt von sich dem Zar auf dem Chum, dem Zar auf dem Chum, was wir haben da gelebt, und beschrieben dem Chum in Vilna und dem Chum in Warschau und dem Chum in Lodz und in Majdanek und in Oswiecim, und mit dem, wo ihm gewähnt, und mit dem, was ich wie man sagt, das mitgelebt, schon noch dem. Bin ich gekommen in Paris und anstatt sich zu anzicken mit Paris und mit ihrer Reichtümer, habe ich weitergelebt mit der Vergangenheit. Bin ich zurückgegangen zu der normalen Zeit, zu der guten Zeit, zum Fahrenchum, zum Bismedresch. Und ich habe genommen, schreiben ein Poeme, Talmide Chachomim in der Lite. Und ich habe es geschrieben, Jahren, und noch bis heute nicht verendigt. Das ist ein Poeme, die soll es verendigen, wie ich wohl gewollt. Ich halte das, bei jedem Poeme, was ich tue, ist das die Schönste. Ich halte das hier. Bei meinem Poeme, ihr Gedenkwiss hat gemacht, einen gewaltigen Eindruck von den Jiden. Ich tue auch froh, wenn das Gewinn gedruckt in die Kämpfernummer, um die Jontedicke Nummer, wenn ihr vielleicht drucken und die Hige-Jiden vielleicht lehne, die Verbandike. Das sind die beste jüdische Lehner, was sie da. Der Verband, die beste, die dreiste Lehner. A Fimba Dingwaber, es soll sie nicht kosten. Es soll sie nicht kosten. Die beste Lehner. Die Seeflängen lehnen und sich anzicken mit der Familie.
Was ist die Themen? Was ist die Themen von Talmidei Chacham in der Lite? Dort beschreibe ich die Rosh Yeshivas und die Talmidei Yeshivas, was vorhin sagt, zu neu auf Datsche in Valkenik. Das ist ein Städtel in der Lite, Olkenik hat es geheißen, aber auch vieles flecken das Rufen Valkenik. Und dort beschreibe ich Arabonische Chassene. Und die Lerner von Raden, wie ich schilder sehe, ihr sollt wissen, als ich pflege in New York, ich pflege dort nach der Eastside, Stephen Spory, und ich treffe mit Lerner, pflege ich ihm so, ich habe gelernt in Kelz, in Kletzk, ich pflege da kennen, wer es hat gelernt, auf Neusem, wer es hat gelernt in Kletzk, und wer es hat gelernt in Mir, und wer es hat gelernt in Raden, und wer es hat gelernt bei den Awarden. Pflegen Sie fragen, wie da kennt ihr Raden? Wie, und was da kennt ihr? Und was da kennt ihr? Und der Bohr? Nein, nicht der Bohr. Und die Augen? Nein. Und dann, wie mit dem Kapelusch. Und dann, wie den Teure trug dem Kapelusch, pflegen Sie erkennen, wo hat gelernt in Kletzk, in Mir, in Raden. Oder anderswo. Was schreibe ich in der Dosiker Poeme? Die Lerner von Raden und von Mir und von Kletzk und von den Awardiker und dem Mira Rosh Yeshiva und er beschreibt noch Chofetz Chaim und seine Edims und die Kinder und die Menalim und die Agudeleit und die Mizracheleit und an alten Hof, der Meshish Karov, was leit nebach, weil forten die Yeshivas und wie geht ihm nicht geschossen, war seine Töchter, weil sei Mizrachi. Weil sei Mizrachi, nicht kein Agudenikes, forten die Yeshivas und steht dort mit der Yeshivas, mit der Langas, schwerer Bord, der weißer Bord, und wie geht ihm nicht geschossen, weil sei ein alter Mizrachi. In die Yeshivas sind gewinn Agudenikes. Und er beschreibt im Zentrum von die alle Lerner und von Talmidei Chachamim dem Chazonisch, was ist das? Und im Zentrum leben ihm, als noch größere Gestalt von ihm in der Poeme, ist ein Magid, ein Städtels Magid. Ein Jesus hat geheißen, Menachem Mende Grinzweig, und hat gelost das Sefer in Trusch. Und leben Chazonisch, und leben dem Magid, ist da noch einer, ein Treu, ein halbe Gassenmädel, ein neues gelassene Mädel von Städtel. Sie, das Sammelzentrum von der Poeme Talmidei Chacham in der Lite. Und ihr beschreibt in der Poeme, in der nicht verendigt wird. Wer sieht der alte Magid, was die ganze Stadt zittert vor ihm, stellt sich ein für ihr. Und sagt, als sie ist geworden, dass sie geworden nicht, weil es ist ein neues gelassene noch von Oremkeit. In dort Rabbi sei da ein Kapitel, sie hat die Reden, leuben sich allein will ich nicht. Nur der Monen sagt, die schönen Jahre, wenn ich nie gedacht, halten kann Referaten. Und ich schreibe alle Sonntag Erzählungen vorwärts. Ja. Und ich tue andere Sachen. Ich kann bloß sitzen und schreiben Poesie. Versuchen von noch ein bisschen solche Jechidim. Das ist ein gewinns schöne Jahr. Und beschreibt, der Monen sagt mit Bänkschaft ein Kapitel, wie beschreibt, wie geht mit dem Chazon, wie der Alter Menachem Mende ist krank. Schimmer, liegt auf den Teuten gelegen. Und schickt das Schiliach herauszurufen, dem Chazonisch. Will etwas mit dem reden. Und der Rebbe nimmt mir mit. Und was sagt der Professor mit dem Kopf? Ich mache heute, dass das gelähnt ist, die Poeme. Das gelähnt ist. Ich habe gegeben, geschickt. Wir beschreiben, er sieht, der Chazonisch geht besuchen in der sommerlichen Vernacht, wenn ich Städtli die Chassene von dem Robers macht Chassene in der Tochter seiner. Wie geht, wie die kommt vor ein Städtli die Chassene und man hört durch den Wald die Musik, das vielleicht ständig vorkommen, Freitag Vernacht, vielleicht vorkommen in die Gruppe. Und man hört durch den ganzen Städtli und durch den Wald die Musik. Weil sie hier gehen mit den Reben, besuchen dem Kranken mit nach dem Ende Grinzweig. Wer sie mit der Natur, mit den Bäumen, mit den Vögeln, mit den Posimkes, was wachsen. Wie der Rebbe redet mit mir, es ist Zeit von Schwues, Kabbalah Satere,
wegen Mattens, wegen Machkavolos Atere, und näher geht es mir rein, und deswegen geht es mir raus, weil ihm verguckt auf dem Wald mit den Posimkes, mit den Pegel, was fliehen. Und bishalach weiß er sehr reden, die Kassette, als er gemorgen geduschen, was redet mit mir durch, bin ich mit Tefes, geht rüber und redet mit mir wegen die. Also jetzt sagen, die wir Quuschen, die wir Musser, und da mund mir dem Rapschriere Goen, was hat gelebt, karge 100 Jahre, und sein Sohn Rebhai Goen, was hat gelebt, andere sagen, 90 Jahre. Und als wie wir gehen durch den Wald, und ich tracht gesehen, wo ist das für ein Jeder, also nicht? Wir gehen durch die Wälder mit solchen Sosnes, mit so viel Posimkes, mit so viel Vögel, ist reingetan in Seders Räum. In Seders Räum, in die Mischne von Weißer, in dem lebt er. Aber die ewige Posimkes, die Sosne, wo immer herum mir, seht er nicht. Bis wir kommen an zu dem Maltischen Magid, was ist sehr krank. In der Zebos hat rausgerufen, dem Chazon ist, zu sagen, als soll zusagen, als wird Achtung geben auf das Mädel, welcher wird verfolgt in Städtel, aber wir sollen mehr nicht verfolgen. Und noch eine Sache, als sie rot, als sie fürs Forum, will man soll die alles Forum verkaufen, und sie hat ein Bruder, ein Josem, mir soll das für dieses Geld von diesem Forum wegschicken, ihr Bruder in Radener Yeshiva lernen. Und als sie, und nur wenn der Chazon nicht geht weg, und ihr bleibt stehen bei ihm, reißt sich herein dort das Mädel zu ihm. Weil sie kommt dort nicht gewinnt die rabbonische Chassene, und sie ist gewinnt einmal ein Dienstmädel bei dem Rav, aber ich will sie teilnehmen in der Chassene, nur mir lasst ihr nicht zu. Lebt sie zu dem Magid weinen, aus wenn ihr bitter habt, verwurz, mir lasst ihr nicht zu der Chassene. Liebe Freunde, das ist ja sie zu sagen, ich habe gesagt, zu lang aufgestellt, aber das ist gewinnt die Brick, was hier mal rüber zu Prose. Ihr wisst doch, es geht sich nicht sehr leicht in der Literatur. Ich habe geschrieben Poesie, lyrische, in Ordnung habe ich geschrieben epische Poemen, bis ich mal rüber zu der Prose. Und die will ich da monen in der Sabekitzer, öfter will ich niederlassen, das lässt nach über ein Jahr. Wie viel? Ihr habt Zeit, ihr seid nicht von den Verbandnikes? Ja. Der Hauptinteresse in der Agune ist von mir gewesen, in meinem Buch der Agune, von mir gewesen der Hauptinteresse. Als Sache, was sie schon nicht herausgekommen, auch von mir ist gewesen der Hauptinteresse im Beweisen, aber als die Doseke Agune, das ist eine Frau, was da nicht hassen, weil der Mann ist weg. Und so kommen sie nicht kommen, als er sagt, nee, das als lebt. Als ist tot, aber das haben wir gesehen, tot. Das ist sehr, als beschrieben geworden in der Hilser Literatur und der Riker in der Maskilischer Literatur. Als ja lag, Gott sei Dank abgegeben zu der Agune, wie viel hat das wegen dem geschrieben. Und versteht sich, die Schuldige sein gewähnt, die Rabbonim. Und wir gehabt einen innerlichen Drang zu beweisen, als der Rob, was sagt, dass sie doch nicht Chassene haben, ist das sehr gut, der Mensch, und noch ein besserer Mensch, man sehr groß, wie der, was sagt, dass sie nicht Chassene haben. Also das ist bei mir ein Blevi Horis, ein größer Barishur, welcher nur mal viele wie die Agune und Chassene gegen den Dien, sie bekommen einen halben Roman zu beschreiben, wie er sehr schweigen. Wie bei ich mir kommt und mir sagt, Rebbe, der Agune hat Chassene gehabt, der Stottschames. Sagt er, schweigen, ihr sollt vielleicht ein Schere mal reinlegen, ich betreten aber. Er will echt nicht sterben. Er will nicht nur, er soll rauskommen in der Gasse, als es getan, was sie tun nicht. Bis die Sache kommt raus in Gas, durch verschiedene Kombinationen, und darauf 2 Rabbonim kämpfen zwischen sich auf Leben und Tod. Ein Rava sagt, sie hat gemerkt, Chassene haben, auf das Macht, und man muss schon geredet, wegen dem, der Urbach, und der muss geredet wegen dem. Und der zweite Rava sagt damit, die Doseke 2 Rabbonim, was ich habe geschildert, da viele Ideale, welche sein befallen, mein Buch, und kritikiert,
haben gesagt, dass es sei die zwei Rabbonim, was kämpfen zwischen sich, sie seien sehr große Gestalten und das hat gewollt. Ich habe gewollt, weisen die Talmide Chachomim, die kleinerste bittere Jiden, wer sie seinen Gewinner vernehmen. Ich habe auch über andere Sachen noch, ich will auch jedermann in da, aber ich habe eine Erzählung die Welt, der Brunnen, eine große Erzählung. Zwischen anderen Sachen ist dort eine kolossale Galerie, eine große Galerie von geschilderten Talmide Chachomim. Alle größere Rabbonim von Polen, alle größere Rosh-Yeshivas von Polen, schilder ich hab da das Krasife. Und im Zentrum von sie alle men steht ein Jid, was heißt Mende die Kuh, ein Wasserträger, ein Masseschlepper, der was schleppt Massoes. Steht im Zentrum von die alle größeren Rabbonim, weil hat auf sich genommen eine Mitzwe, als sie wieder Brunnen auf der Schule bis Chorev, geht herum und bleibt Geld zu verrichten, dem Brunnen auf der Schule. Und kommt durch auf der Rassive von der Rabbonim mit der Jarmulke, mit dem Geben. Ist der Zentrum zwischen der alle Größe mit der Chachomim in der ganzen Welt. Ich habe eine größere Erzählung, was ist weniger bekannt, das heißt, noch einmal der Malve. Das ist ein da Ben Shmoini, wo die Kinder von Amerika schicken ihm Geld. Das ist in gar nicht in Talmud Chochem. Und bald sehen wir jetzt hier da rein, dem Talmud Chochem. Das ist ein von Ben Shmoini, was die Kinder von Amerika schicken ihm Geld. Und kleibt ihm Habe. Wie kleibt ihm Habe? Gibt Geld auf Halvoes. Gibt Halvoes 1%. Der Prozent hat abnehmen dort. Und gleich bei Munde Schleime hat dort wächst der Prozent. Nur geht auf Maschkones. Auf Maschkones. Und sagt die Jiden, was geben ihm die Maschkones, sie soll wissen sein. Also wird nicht abgeben, das Geld, was ich leihe, 1%, wird Maschen bleiben bei mir. Und hat einen Sohn, was ist geblieben in Wilne, und sagt zum Taten, gesehen, du zertrennst dort das ganze Geld, was meine Brüder von Amerika schicken mir. Sagt der Vater, und bleiben die Maschkones von den Jiden, was haben die durchgekauft, die Alvoes. Und halt beim Sterben, und sie haben keiner nicht durchgekauft, weil es ein arme Jiden. Und sie schicken, willen wir mal rausnehmen, die Alvoes und kennen nicht. Weil sagt, Alpidin, bin ihr gerecht, darf auch nicht abgeben, die Maschkones. Schicken sie zu ihm, dem Stockmischugenem. Was trockt der Zylinder und geht mit zerrissenen Häsen und der Stockmischugenem. Kommt zu ihm und die ganze Erzählung gemacht ist wegen dem Kampf, was der Stockmischugenem, Abelson, in dem Zylinder, mit den zerrissenen Knie, mit dem größten, mit dem Marser und der Honore, mit dem größten Sieder, was hat kommen sagen mit dem Wiede, Hot mit dem dosigen Altritzken vom Macht, was können die Dienen von Schulchan Oruch, und sagt dem genau dem Sief und dem Ort, aber ich darf nicht abgeben den Masken, weil sie haben nicht ausgelegt, die Masken, Alpidin, und rennt immer, sie wird sein auf jener Welt. Der rabbinische Rebbe, was sitzt auf dem Kissen von Rachmi, auf dem Stuhl von Rachmones, wird abgehen und wird ersetzen auf dem Stuhl von Din. Ihr Alpidin und Alpidin. Ihr Mont Alpidin. Die Maskones, und wird auch mit euch mischbetten, noch im Alpidin. Und nimmt dem aus alle Maskones und zerteilt es. Das ist hat mit Kochen in einer übergedrehte Form. Und Leisov, lass mir kommen, und sehr bekitzer, ich sage ein paar Wörter, wegen Zemach Atlas, in 2 Bänder, von über 800 Seiten. Nicht nur mir, David Fischmann, der Mond, der Jüdel Mark hat geschrieben einen Artikel, der Mond sagt dem Artikel, wo berechnet, dass im ersten Band von Zemach Atlas, im ersten Band allein, die durch 70 Gestalten.
Und im zweiten Band gedenke ich nicht, noch mir dachte, ich hat dort euch mit weniger neue Gestalt. Das ist eine riesige Galerie von Gestalten, von verschiedenen kleine und große und mittlere, gute und schlechte, schottendicke und lichtige talmidische Chomim. Und die Hauptgestalten seien dort zwei, wie ihr wisst. Einer ist die ämmerste zentrale Gestalt ist Tzemach Atlas und die zweite geistige größere Gestalt ist dort der Chazon Ish. Ich sage auch schon zu ergänzt halten, dass von der Emes gekannt sein, als vierte Lekte, auf ein paar Jahre mehr zu erzählen, wegen die zwei Gestalten, aber etwas will ich sagen, Potzebeloit Lumi Efscher. Wer ist Tzemach Atlas? Das ist ein Mensch, was glaubt in der Teras Moshe, in der Ethik, in der Moral, aber er ist nicht sicher, als sie da ein Gott, was hat es gegeben. Er tragt Abot, er tragt Pes, er ist gewaltiger, leidenschaftlicher Charakter, er führt am Milchome mit der eigenen Leidenschaft, er führt am Milchome mit der Welt herum sich. Er glaubt in der Ethik, er lernt das mit seinen Talmiden, er kämpft, er muss er nicht. Aber er ist nicht sicher, als sie da ein Gott, was hat die dosige Moral, die dosige Teure gegeben. Er weiß nicht von Kanten. Er glaubt nicht im kategorischen Imperativ, aber Punkt wie Kant ist er nicht sicher. Sie ist da ein Gott, was hat die dosige kategorischen Imperativ, die dosige Teure uns gegeben, oder das ist unsere Vorstellung von einer höchsten, vollkommenen Wesen, in welchem wir schreiben zu, oder die alle moralische Tugenden, die zu haben für sich absolute moralische Gestalt. Das ist als bekannt noch nicht gelernt, weil er weiß nicht von ihm. Aber im Leben führt er es durch. Und jetzt, wer ist er im Leben gewesen? Ich gewinne da einmal ein jüdischer Zondoktor, was ich gewinne ein Schreiber, Simon. Und der mir erzählt, dass er mitkommt an der Warte, und er gewinne ein Zondoktor. Ich sehe mitkommen an der Warte, aus Schiebe von Brooklyn, meiner Jugendtraber, wie Julep Homler, Neckris. Verrichten die Zähne, er gesessen auf dem Stuhl, sagt er, Pizza wird er müssen sagen. Oder ich lasse auch mit der Watte im Meul, oder ich mir sagen, der Mensch. Sie gewähren bei euch, hat Tzemach Atlas oder nicht? Sie gewähren hat Tzemach Atlas oder nicht? Sagt er zu ihm, sie nie gewähren ein Tzemach Atlas. Nur alle mir in einem seinen gewähren Tzemach Atlas. Sagt er, das ist der Umblick mit Chaim Wilner, Chaim Wilner, was hat, der Tzemach hat uns sehr nicht lieb, hat er gesagt. Ich würde leben wegen mir, mit seinem Jugendchavier. Hat uns nicht lieb, Chaim hat uns nicht lieb. Aber Tzemach hat es ist ein Mensch. Nicht einer. Alle unsere Sfeikes in einem, sind in Tzemach Atlas. Der Dosiker, Deutsch gesagt. Und Professor Liebermann hat mir abzugerechnet, ein Professor, Dr. Jupp, ich habe geschrieben von dem Tzemach Atlas, ich habe von dem nicht umgeschrieben, Tzemach Atlas. Kennen wir viele nicht. Weil das sind viele Gestalten, die alle welche seien mit keinem die Teure, aber seien nicht sicher, dass sie da Gott was hat die Teure gegeben. Sie teure men, sie da Frage, sie teure men Hashemayim, sie teure men Sinai. Und der Chazon Ish, die dosige absolute Vollkommenheit, doch hat bei Emes nicht keine von diesen Schwächen, aber der größten Schwelle, das als eben mir heint darüber. Ich will auch noch sagen, als ich durch hatte, was ich rede nicht länger, weil ich habe auch wollte gehabt zu erzählen, wegen einem Roman, was heißt der Beis Horav, von 500 Seiten, was liegt bei Drucker, bei demselben Drucker, wo es liegt, meine Lieder, und ich habe nicht keine Zeit zu endigen, Zeit im Roman und Zeit die Lieder. Das ist a größer abonnische Mischproche von einem alten Rohr von über 80 Jahren und Neidems und Neiniklach, a größer verzweigte Mischproche, die Milchome von Tatens mit Kindern, was die Kinder äußer ein Neidem und bei Neidem noch ein Neidem. Die äußer drei in der Mischproche gehen sie alle weg von der Teure. Das ist ja ein Roman, a welchem ich habe gearbeitet Jahren,
und welche Asach und mehr von allem mein Chava Bornstein wart, hat das soll erscheinen. Ich habe euch nie der Mond, habt ihr ein Buch, ich habe früher gesagt, jeder Mond, Rebetzens, Rabbonim und Rebetzens, eine große Galerie von die Dosike, alle Typen, von Talmide Chachomim, und sehr verschiedene Verhältnisse, und alle seien sie in meiner Abschätzung reale Gestalten. Ich will auch aber sagen, was ich habe angegeben. Ihr meint, dass ich habe Idee gehabt, zu verrichten einen Fehler, was alle anderen Schreiber haben nie gemacht. Ihr meint, dass ich mal Sabal Tevim nicht, dass Sabal Mitzvot nicht. Die jüdische Literatur hat nicht beschrieben, dem Talmud Chochem, und es ist ein Fehler für die jüdische Literatur, weil ihr dem das Fehler verrichten und ihr zugeben dem Talmud Chochem. Bin nicht als ein Guter und nicht als ein Narr, zu trachten, als ich kann den Fehler verrichten. Das ist mein innerliches Bedürfnis gewesen, zu beschreiben, auch die Menschen, auch die Jiden, nachdem wir schon aufgelebt haben, leben, und ihm durchgefahren, alle Weltzentren. Und nur mit dem Gewinn und nur mit dem Gesehen. Das ist meine Welt. Die Welt von meiner Jugend. Wie bärdige Jiden, da seien alle mal gewesen, die Saison die Gestalten, was dann gestanden vor meinen Augen. Und sie habe ich gewollt fast beschreiben, nicht von Aktive der jüdischen Literatur. Ist aber, schreibe ich einen Roman, was geht schon über 2 Jahre vorwärts und heißt von unter der Erde. Und meine Lehner sagen, sehr meise, kennt doch was schreiben mit dem Omberbeer. Und Kommunisten was schreiben dort. Und als solche haben keinen geschmeckt von Abismetre. Von deswegen stolz bin ich mit dem, ihr der Monsach sehr, wie ich habe beschrieben in der Erzählung, was es geheißen, der Brunnen, aber beschrieben Rabbonim, pflegen mir meine Lehner sagen, Meile wissen wir doch, die alle Sachen hier kennen. Aber wie sie können beschreiben, als sie verschiedenartig wird. Ihr beschreibt mit Dorten, mit einer äußerst gewöhnlichen Liebe, verschiedene rabbonische Werte. Aber ich allein habe nicht lieb zu kommen. Danke.